und Herren, ich habe mir Mühe gegeben, Küchenkästchen zu lernen. Gebt mir ein Amen. Amen. Deswegen finde ich, dass gewisse englische Wörter, die wir im Alltag in der Schweiz brauchen, dass wir die auch richtig sagen. Gebt mir ein Halleluja. Halleluja. Ich sitze im Zug. Eine Frau ist am Telefon. Sie hat schlechten Empfang. Und dann sagt sie, nein, Schatz, ich höre dich nicht so gut. Nein, Swisscom? Nein. Ja, Sunrise. Es heißt Sunrise, okay? Wir sagen nicht der Sun, wir sagen der Sun. Der Sun. Es heißt auch nicht Bus, es heißt Bus, okay? Keine Ahnung, von wo der Ö kommt. Ja. Und dann telefoniert die Frau weiter. Die Lautsprecher gehen an. Und dann sagt sie, nein, Schatz, du musst ein bisschen leiser reden. Ja. Ich bin aufs Touchcreme gekommen. Gebt mir ein Amen. Entweder sagt man Touchscreen oder Touchcreme. Aber nicht beides falsch, okay? Irgendwo ist die Grenze. Dann hatte ich Durst. Ich gehe in Starbucks. Stehe dort vorne, 2 Frauen unterhalten sich. Die eine Frau sagt zum anderen, ja, hast du jetzt Durst? Und dann sagt sie, ja, gehen wir bitte in Starbucks. Gib mir ein Halleluja! So, CK, wie kommt sie? Von einem Ü. Von wo kommt der Ü? Wo kommt der Ü? Dann sind wir nachher drin. Wir wollen bestellen. Und die eine Frau sagt zum anderen, ja, ich bestelle für mich einen Kaffee Takeaway. Und die Kollegin sagt, nein, es heißt anders. Es heißt im Fall Kaffee Togo. Ich stehe jetzt in Starbucks, freue mich, weil ich denke, es gibt Kaffee aus Afrika. Bis ich dort vorne gestanden bin, habe ich gemerkt, das heisst Kaffee to go. Also gebt euch Mühe, meine Damen und Herren. Gebt mir ein Amen. Gebt mir ein Halleluja. Gebt mir einen schwarzen Applaus.